Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy Luxemburgs Feines Metal Podcast. Mam Gilles, a gewinn schon mal Peter leider an der Vakanz. Mehr ist aber Gast haut dabei. Natascha an den Jimmy High von Arduinas Dawn. Guten Gothic Power Metal Symphonic Gemischels, kann ich dazu nennen? Ich sprung das mal von den Raum. Ja. Ja, das können Sie hin. Moin. Salut. Ja, das können wir auch hin, ja. Ja, das ist immer schwer, wie gesagt, so anzuklassieren, wen was möchte. Ich meine, Arduinas Dawn, also die eben, sind definitiv da aber von den selten Gesehnten zu Lützeburg, wo so etwas machen, wie das, was ihr macht. Ja, also... Ja. Kinder nicht genug, das ist nur mein Approach dazu. Ja, das definitiv. Das ist viel mehr präsent, fand ich. Ja. Auf meinem Dienst steht noch mein aktiv im Bereich Kinder, meine Shadow Whispers. Ja. Richtig, ja. Shadow Whispers, die auch rezent in ein Album rausgebracht, Pro, meine ich. Dann, ja, also ich will nicht so gesagt, dass ich Parallelen, aber okay, wenn das Arduinas Dawn, ich habe ja auch nicht richtig gesehen, seit 2016 war mal echt richtig Präsenz noch draußen, wird das dann so bei ihr angefangen, Demos. Oh, das kann der Jimmy bestimmt gut erklären. 20 Jahre hier wäre. Ja, 20 Jahre, ja, nein, noch nicht. Gleich stimmt ja wohl 10. Der hat tatsächlich Stimmung alles über Facebook angefangen. Du kaufst dann halt eine Annonce gemacht, für halt eine Symphonic Metal Band zu gründen. Und ja, dann haben sich dann eben verschiedene Leute zusammengefunden. Ja, dann den Mike dabei, das ist ein Butter, den Löschmischrupp gemalt. Und da war auch noch ein freier Bassist dabei. Den hast du halt eben nicht mehr da, weil das wieder immer bei der Band so Changement eben. Und ja, du nur mal so zusammengefunden. Genau, dann haben wir als alle Sängerinnen noch dabei. Die waren so schüss bei einem Konzert dabei. Das war auch für eine kurzweilige Geschichte, das war dann ausgewandert. Und ja, wir sind einfach so zusammengekommen. Und das hat man nicht viel Ahnung von Musik, muss ich leider so. Also ziemlich gut, keine Ahnung. Okay. Das hat ja den nicht raus, das muss ich aber schon mal direkt lossuchen. Ja, also... Oh, lala, das ist ein flottes Kompliment. Ja, also Butter, den war zu dem Zeitpunkt halt... Das war dann sich einzige, kann ich so ein matrischer Band erfahren, die war halt eine Punkband dran, Hollymosh. Vielleicht seht ihr das. Persönlich nicht, ein paar Punk war also nie so Menges. Aber wenn man zu Lützeburg aktiv war, dann wird er wahrscheinlich sein Tour gemäht. Ich meine, wir kennen das indirekt irgendwo oder haben schon irgendwo gesehen. Ja, genau. Und, ja, wir sind auch nicht so groß, Lützeburg. Nee, dafür, ja. Klein. Kann man irgendwo in den anderen über die Ecke oder so. Genau. Genau. Wir wissen, erklärt es, wie das, wie soll ich sagen, die aufhängt, der klingt aber schon nostalgisch, auch wenn es noch nicht lange her ist. Mit dem ganzen Werdegang, ich meine, eine Annonce, das tue ich zwar schon lange nicht mehr hören. Und das lässt man dann noch das Herz so bleiben, weil auch bei mir damals war das zum Teil so, ich war zwar auch nicht lange in einer Band, wie du selber gesagt hast, Heinz, du hast eben, ja, oh, wir machen eine Band, was machen wir dann? Ja, keine Ahnung. Ja. Und dann fängt das dann so an, und dann warst du entweder du dir selber treu oder vielleicht auch nicht, und du bleibst an dem Schema dran. Aber das waren so ähnliche Situationen bei mir damals, und das war, ja, da kommen ganz viele Gedanken, hey, ich muss innerlich ganz viel muss lachen. Und ganz cringe. Emotional, genau. Emotional vielleicht nicht mehr, das ist um Gottes Willen, was hast du da dabei gehört, wie du das Demosgebet ist? Ja, genau. Naja, und das sind natürlich immer so schöne Erinnerungen, weil das ja in der Vergangenheit schweigen kann. Ja. Natürlich. Ich meine, der hat ja auch, wenn ich richtig gesehen habe, ich meine, er echt, mit der Kombination, wo da los ist, war ja um das Metal Festival, ne? Zu Kopplicht. Oder war ja, noch die genau. Sängerin dabei? Nee. Ich meine, ja, das war mein nächster Konzert, meine ich. War das der nächste Konzert? Nee. Krass. Ja, mit Arduinas Dawn. Das war am No Man's Land, am klassischen. Ah, ja, am No Man's Land war die nächste. Oh, ja, stimmt. Noch mehr nostalgisch. Ja. Den hast du nur für kürzer rumgegangen. Ich habe gedacht, du ging einfach nie mehr etwas laufen, weil du hast schon so lange nicht gekommen. Ja, mir für ja. Wie cool. Ja, es sind mir nicht sicher, ob es nach einer Bühne haben. Also von den Fotos hier, die ich gesehen habe, habe ich gemerkt, also du, wo die Bühne mal war, du hast irgendwie lobbyistisch oder so. Ja. Und ich weiß halt nicht, ob sie überhaupt noch Leute spielen oder ob sie ein anderes Konzept tun oder... Wir sehen mal gucken, ne? Ja. Ja. Interessant, aber ich meine, also ich gehe nach, wie gesagt, nach nicht so lang, wenn man 2016 so, ja, wenn die 2 Jahre Pandemie mal einfach
bewäschläst, weil das sowieso nicht ganz viel geschieht, wie man wissen. Ja, überhaupt nur vom Numm hier, ich meine Arduino Dawn ist ja das ist ja ein keltisch Gottheit, ne? Eine keltische Mythologiefigur von den das ist nicht so Göttin von den Ardennen. Da klingt mega wie von der Stadt ging wissen, aber nee, das wusste ich nicht, da tun ich mich nur sicher und ich wusste da nicht, dass es so etwas ging. Ne? Das aus korrekt, ja genau, das eben Göttin von Ardennen an. Ja, kannst du halt so gleichsetzen mit der Göttin, also Diana, also von der Römer oder von den Griechen, also wie eben vom ich meine das Griechen, ja, vom Bürgern an von der Jörg dann auf vom Mond und sowas. Also das sind sich Pendant eben nicht so. Und, genau, am Anfang wollte man es halt Arduino nennen, aber an der Gegend, wo in Deutschland gab es schon eine Band, die so geheischt hat. Wir hatten uns so am Anfang schlau gemacht, dass man nicht demmal das Problem haben, dass man zwei Bands von selbst genommen haben. Wir hatten nur halt noch den Dornhand drum gemacht, weil wir noch so am Abbruch waren, weil wir neu gegründet sind und so. Ja, das möchte dann aber auch irgendwo Sinn. Also, ich meine, auch okay, textlich gesehen, an wer da macht, eben Fußstil von Musik. Wenn ich auch dann von der EP gucken, Saturday Night Moon, so, okay, dann der Cover Artwork, der scheißt aber nur den mit typischen mythologischen Fakten, dann noch mal das Nightwish, das Epica, das alles aus dem Genre, alles aus dem klassischen Symphonic Power Metal oder Symphonic Metal als du dran. Und das ist dann einfach genau eres, ging ich so, ne? Auch vom war da bis schon released tut, was ihr auch noch könnt, darüber werden wir auch noch gleich schwätzen. Aber das ist dann einfach pure Inspiration, denke ich, ne? Also, die zu Bands. Ja, definitiv, ja. So könnte doch da nichts verneunen und ich ging da doch nie verneunen, weil das wäre einfach Verleugnung. Also ja, keine Ahnung, also das hat die Inspiration eben. Was ich an der Hinsicht seitdem wir auch mit dem Podcast angefangen und wie man schon vorher gesagt hat, Zischno eben Power Metal Bands oder Symphonic Metal Bands, da ist nicht ganz viel da. Und da frage ich mich mal, wie weit ist das so? Wie weit, ich meine, wenn ich mit Deutschland vergleicht, wo ein massiven Überfluss ist, oder keine Ahnung, Finnland zum Beispiel, so, ja, wie das so? Wo da vielleicht eine Theorie, wieso das mir zuletzt echt damit, also wirklich der klassischen Extreme Metal, also überall präsent, aber so das wüsste mir, ja, soft will ich noch nicht so, aber das wüsste mir eben, ja, die Symphonie fehlt halt ein bisschen. Ja, das ist effektiv schön, das ist mir die Frau auch schon oft gestellt. Ich denke mal, also Zielgruppe ist sicherlich da, aber das ist vielleicht effektiv keine Band, die sich da effektiv die letzte Zeit so getraut hat, ich weiß es nicht. Oder einfach meint, das ging nicht mehr passen und das wäre keine Zielgruppe da, aber sie sicher als du. Also muss ich einfach nicht mehr zurückholen an das Land. Und mehr präsent an der Metal-Szene machen. Und ich meine, das ist auch ein von unseren Zielen. Ja, da vergehen ich auch. Ich meine, der macht wirklich alles, was er kennt. Und wir haben noch von einer anderen Band geschaut, wie Shadow Whispers, wo ihr auch noch da sind. Aber ich meine, du hast dasselbe Problem da, als wo spielt den als Power Metal Band? Wie geht den an der letzten Woche 10 groß? Das ist ja auch nicht ganz einfach, wann ihn mit eben so größten wie Scarlet oder keine Ahnung, weißt du? Ja, ich muss dazu noch sagen, dass es doch vielleicht darunter leid, weil das ist ja aber trotzdem immer viel mit Keyboard. Und ich weiß, dass wir ja auch Probleme hatten, die Keyboarder zu finden. Und dass der Jimmy, das kann der Jimmy bestimmt auch noch erzählen, am Anfang Sänger war, also soll Sänger sie von der Band, und für das man absolut kein Keyboarder von tun, als hier die Keyboarder gehen. Nicht hinter sich das Beibrot. Witzig. Ja. Du hast nicht gelehrt, also Jimmy, du hast nicht gelehrt, Pianist oder so? Nee, gar nicht. Okay, Tommy, okay, es sind noch mehr im Test. Also, schon sich klar, 2014 oder so hatte ich angefangen, Privatkunden um Gesang zu hören. Keine Ahnung, ja, dann habe ich bestimmt eben, ob die Annonce gemalt für eben Sänger zu gehen. Ne? Ja, okay, witzig. Genau, ja, keine Ahnung, mir halt nur sichtbar, mir weiß vielleicht dem noch nicht, wohin halt sicher geht, ne? Und kann den da vielleicht auch nicht unbedingt immer die Leute. Und du war so gern, okay, gut, dann wir haben dann eine Sängerin, haben wir ja den Moment gehabt, war so, okay, dann
fängt man mal an mit Musiktheorie, also weißt du, das ist schon Musik ganz schaffen dann. Ja, ja. Halt schon nicht Keyboard covern, wie du mal beschäftigt dann. So learning by doing eben. Ja, da sind wir Pas disant. do, wo wir da sind. Ja. Wo ich immer nach hellege Respekt für drin hun, weil ich am Gange sind ich habe nie gedacht, dass der denke das okay, aber ich bin am Gange muss Gitarre spielen zu lernen. Und ich finde immer einen hellege Respekt für den Jimmy, dass er da wirklich sich selber beigebracht hat, das ist ultra krass, weil ich fand so Instrumente lernen extrem schwer. Ja. Und, ja. Ja, Genial. das ist Immer ein noch. lifelong Prozess, gell, Ja. Instrumente, gell. Du meinst, du hast vielleicht, kannst du mal, sonst mal, ich schwätze nur als Erfahrung, gell. Da coverst du halt ein paar Lieder, wo dir dick gefallen und da guckst du, und das sind dann natürlich schon mehr Lieder, ich schwätze mal für Klassiker, keine Ahnung, Metallica-Sachen oder so Sachen wie das, du bist dick froh und dick stolz und dann guckst du eine Band für den Mann und bist, ah ja, es sind dort schlecht. Ich werde das nie kriegen, nee, das ist dann, da muss ich dann effektiv so schaffen und dann noch Motivation natürlich weise für auch eben auch dann an Tisch einer Band zu sagen, oh ne, ich meine besonders das an ich kriege das dann Ja. noch hin. Gell. Ich denke, Ja. bei der Sarah ist halt, muss nicht viel krass sein. Also du musst halt nicht einfach mehr krasse Gitarrist sein oder so. Ich meine, du kannst auch nicht so gut Gitarre spielen an dem Milieu so nicht mal den Lieder schreiben, wo du kannst. Also wo Ja, der das ist möglich richtig. sind an aber Spaß eben in dem gesamten Hund. Weil das Ja, sind das halt stimmt. eben, du hast eben halt verschiedene Approchen, wo es sind zu Hause an Orien verschiedene Gruppen und Leute, die eben daran interessiert sind. Und ich meine, Ja. das halt nicht Schiedfrieden, den du mehr krassen progressive Metal interessiert hast, mir auch da ist halt die Zielgruppe, die das einfach appreciaten, also halt wertschätzen, die Skill. Ja, Ja. ja, ja, das war wahr. Ja, wir entwickeln uns ja auch ständig weiter. Ne? Also, das ist ja immer ein Prozess. Wir merken auch, wenn wir als Lieder gucken von der EP, und das, was wir eben lo bei diesem Album wetten haben, das ist auch schon ein riesiger Schritt. Und Ja. voilà, Ja, geht immer so weiter und geht den halt immer besser, so mit dem Lieder schreiben. Und, aber du fühlst dich einfach nicht komfortabel einfach. Genau, Ich meine, ja. du bist Ja, immer ja. als Band, ich meine, natürlich musst du immer eine gewisse Zeit vergehen. Ich will nicht so, bis du in den Gewinn passt, mir einfach bis du oben in, ja, angespielt passt. Zwar die Sache. Genau. An dich wohlfühlst an dem Milieu, wie den Jimmy gerade gesagt hat. Doch, okay, das können wir machen, das ist gut, aber wir gehen von da aus, gehen wir weiter. Und ich meine, Natascha hat gesagt, effektiv, ich schon Saturday Night Moon hatte ich für ein, ich meine, das war irisch angeschrieben und ich wusste, dass ich ging. Aber das war das nicht so mein Genre, wo ich da direkt ging gucken gehen. Ne? Also das sind natürlich auch mit, keine Ahnung, Rhapsody oder Nightwish groß gehen, das waren die nie Demos, wie ich mal Metal groß gesehen. Aber irgendwann denke ich dann, ja, dann da speckst du halt gerne mal auf, wenn ich gucke, was effektiv auf der Saturday Night Moon lebt, und ich brauche just Ghost Inside zu gucken, da sind die so, ah ja, du hast aber ein bisschen etwas geschieht, gell? Und ein bisschen Gutes, nehmen wir so, ne? Merci. ja, das hätte ich gerne. Ja, ja, ja. Dafür sind sie gespannt, ich bin wirklich gespannt. Ich appréciere das auch, dass Leute, auch zu Lützeburg dann, sich, ob sie das bewusst machen oder nicht, mir einfach sich wollen von einer anderen Seite weisen, wie, ja, 98% von den anderen Bands. Ja. Ja. Also ich hatte auch schon mit Kollegen halt eben, wo man über die Thematik eben, wo du für du noch geschwatzt hast, zuerst. Und ich meine, das halt so Power Metal, Symphonic Metal an den ganzen Deal, das halt, du hast einfach kein Underground-Szene. Und ich, Ja, sogar ja. im Ausland denke ich, hast du nicht wirklich die Underground-Szene, wie es du vielleicht beim Black Metal, Thrash Metal so ist. Ich meine, wann du ist irgendwie richtig, so Bands rauskommen, also das ist Mengen, ich kann das nicht total falsch schlagen. Also, ich bin da zwar du recht, also du hast es gesagt, wenn du zu Deutschland guckst, eine Power Metal Band, natürlich, wenn du die groß guckst, Blind Guardian sind immer an den Charts. Das sind Bands, wo 4 stehen, das sind Bands, wo bekannt sind, wo auch aktiv an dem Milieu gelauscht gehen. Mir das dann noch teilweise auch kommerzielle Niveau. Ja. Mir wie gesagt, Ja. was ich eben wollte sagen, also, wenn du dann Bands hast, die den Genre machen, auch am Haus daneben, die sind dann nicht echt so mehr am Underground, die sind schon dann echt mehr aus dem Underground raus. Ja, ja. Und das, boah, Das ist natürlich Schrift, ich meine, das wohl verstanden. Was mich natürlich ging interessieren, okay, wo der ich damals zur Summe gedoen und einfach gesagt, mehr wollen, oder hat ich dir gesagt, wir wollen einfach Musik machen, oder hat ihr gesagt, ich will voll die Vision, ich will, keine Ahnung, ich will ein
Nightwish ähnlich Band machen. Ich meine, so Gespräche hatte man wahrscheinlich alle Goethe schon so, oh, ich will die nur spielen, aber aber weiß, am Lieder schreiben am Stil von keine Ahnung wem. Oder war das echt so, was das mit der Zeit aber recht so, okay, mir fehlen heißt du vorher, dann du willst mal bleiben. Komm. Also es gibt schon einen großen Unterschied. Also wir schon Band kommen sind, da waren ganz viele Lieder gesangstechnisch viel mehr heiß geschrieben. Und wie das Menge Hauptinspiration für was ich überhaupt jemandem sagen angefangen habe, war immer Evanescence. Also mein Idol war immer Demi Lee. Und das ist halt wirklich Power und das ist halt wirklich hart und das halt nicht so wie Nightwish, das halt nicht auf der Tonlage. Ja. Und wie dann eben mal gemerkt und dass das mir eben viel mehr ging leihen, hat ich mir auch gefangen als neue Lieder ein bisschen mehr. Nicht mehr so gerade so an der heißen Tonlage, mir aber mehr so mit Power, so wie eben Ghost, ganz viele Lieder so zu schreiben. Das heißt, das entwickelt sich dann auch immer so in die Richtung, wie wir als effektiv alle gut wohlfühlen, wie wir am besten können. Ne? Ja. Ja, ich fand das absolut wichtig. Ich meine, du kann ja dann noch intern mal an der Band sich dann noch Leute vielleicht soll mal ausgeschlossen fehlen oder so. Das haben wir alle schon irgendwo matt gemäht. Dass ja, du weißt dann nicht zu helfen, 4 Verschiedenes so zu machen, dass es für dich, für den Matglieder gut klingt. Und dann, wie dann aber die Schratze machen, für so, nee, wir machen das ein bisschen ernst, weil es nicht vielleicht unbedingt schlecht klingt, mir einfach ein gewissen Komfort fehlt. Und, ja, das ist schon effektiv. Ja. Es ist schon effektiv immens Spaß, wenn ich wirklich kann richtig Gas gehen. Also das sind die Lieder, die ich am liebsten sagen. Ja, wie gesagt, also das wird den bei Van den Öschlo. Ich meine, Goffy Loki Video unbedingt von der Saturday Moon EP. Schon der, die war YouTube geguckt, eben am Cover. Wir werden nicht auch gucken. Ghost Inside, sind ich gespannt auf das Video, weil ich mir so, okay, du geschieht wirklich ein bisschen mehr. Was dir da gut ist, ne? Ich meine, du findest immer ja high, für das gut zu praisen, ne? Und dann natürlich auch eben die Leute besser, weil es sind überzeugt, dass auch Listener von Eis nicht unbedingt wissen, wen Arduino Stone ist, oder eben mal überhaupt wissen, dass ein Symphonic Gothic Metal Band zu Lützeburg gibt. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Und ja, wir haben über Influencer geschwärzt dann noch an, okay, Nightwish ist oft gefallen, aber an da schon mal die Frage am Anfang just abgeschrieben, just für eben ein bisschen den typischen cheesy Moment. Wen ist oder wer war die beste Nightwish-Sängerin? So sind ich aber ganz direkt der Tarja. Okay. Definitiv Tarja. Was ist denn Jimmy? Es sind noch ganz anders. Also es sind halt wirklich mega Nightwish-Fan, also wirklich. Schon allen 3 Sänger gerne. Ich fand alle Sängerinnen halt in Evolutionsschritt dabei gemacht. Sind Sachen da, die denke ich halt eben nicht geschieht wären von der Entwicklung. Hier hatten sie halt Sängerinnen nicht gewürselt. Ja. Ich fand alle Sängerinnen auch danach zum Beispiel auch von der halt wahrscheinlich von allen, also ich schlug kein Daten, ne? Mir ist so ein Stein, der das ein bisschen, das hat vielleicht von allen am meisten gerne gelauscht hat, gerade neu, weil du eben nicht die Ausdauer hat und so. Mir schon von allen Sänger hun Lieder gern und für mich ist es nicht so. Das ist nicht wichtig, so wurde, dass eine Sängerin ändert zu lange irgendwo Band weiterbringt, wenn ich das richtig verstehe. So ähnlich. Also natürlich, also schön, wenn Gruppe zur Summe bleibt immer. Ja, das ist oft also halt unrealistisch. Ja, ich meine, das immer, geht immer weiter und kommt immer Changementer dran und hier und du. Schon an all ihrer für möchte Sachen, die ich wirklich gerne lauschtern. Ich fand auch witzig, dass du eben vom Annette geschwärzt hast, sondern du so effektiv da hat gesagt wird wahrscheinlich ganz viel Leute dabei sind denken und ich meine, ich muss ja noch eine Metapher beilegen. Ja, ich fand effektiv für den besten Album, wenn ich die ganze Karriere von Nightwish gucke, an die wo am most outstanding innovativste war als für mich Imaginarium. Ja. Man hat Olsen, wo bisschen Nightwish an einen ganz neuen Bund gehalten hat, wo ich für tun an der Tieren. Und das sind auch mit was war das? Wishmaster sind ich groß gehen, gell? Und Sandwich All, wo top Alben sind. Ja. Aber da war nicht so viel, wie soll ich sagen,
nicht so viel Nightwish-Drop wie auf Imaginary. Ja, das bin persönlich point of view. Und ich kenne immer Beef, wenn ich mit Leuten anfange zu schwätzen. Weil die meisten, ja, effektiv, ich verstehe Leute, die Tarja gerne haben, absolut Tarja ist ein Bomben, Operatic-Style Vocalist. Me ja, keine Ahnung, das ist ein heikles Thema. Ich wusste zu so, dass den Opern-Style von Gesang lo wirklich nie Menges war. Und ich lo effektiv, ukrainisch wahrscheinlich Beef, kein großer Nightwish-Fan sind. Das ist die Musik ganz war. Also bei mir war es wirklich immer schon Evanescence gesucht, Dalben alle gut, ich war komplett mega Fan haut nach. Und voilà, das war echt so Menge Vocals-Richtung, die ich am nächsten hatte. Okay. Ist aber interessant, weil was von so genau auch leider evoluieren, du kannst du definitiv mehr wie ich lo, gell, Punkto Evanescence guckst. Ja. Hier echt zwei, drei Alben von einem Stopp. Mit dann nun auch Info, ich will so ein Interesse voll, mir du war so, okay, du hast etwas geschieht, was mir lo persönlich nicht mehr so sieht. Ja, nee, das ist noch leider. lange nicht, dass Demi Lee nicht haut nach ein Bombe-Songwriterin ist, auch noch ein absolut Organ wird, gell? Ja. Ja. Ja, mit das auch viel mit der Entwicklung auch, ne? Von den, Natürlich. tut ja auch dauernd, tut wirklich effektiv andauernd an der Band Member gewechselt. Ich meine, den Einzigen, den immer dabei war tatsächlich Demi Lee. Und hat aber selber in einem Interview gesagt, dass hat dem Gothic-Style komplett roh war, und dass du mir Wurzel gesehen und voilà. Und Ja, das so ist ein mein bisschen den cheesy Cringe-Moment, da sind die überlebt, dann Voilà. immer auf Wurzeln. Was tut das? war Bon. ja. Genau. Also ich meine, wenn den Leuten die Aal, kann ich das Aal nennen? Ich denke aber schon, ich meine, das sind aber Sachen, mit denen mir groß gesehen, Velo, Nightwish als Epica, With Him Temptation, und sogar Evanescence, auch Blind Guardian, gell, als Beispiele, lo. Ja. Mir irgendwann denke ich, als dann aber so der Moment da muss ich so, wo ich, okay, so alles ging, mir es passt mir nicht mehr, weil es das natürlich auch selber entwickelt, weil es den Approach und die Musik zum Teil, ob sie du bewusst bist oder nicht, die ändert sich, gell. Und, Ja. da fand ich dann aber auch interessant, eben wie in ihrem Fall, dass das aber von allen Ecken ein bisschen etwas mal dracken. Schon mal nun, irgendwann doch so ein mega addiktiv oder ob so, ja, aber mir Hard-Sachen, mir Prog-Sachen, kann ich mir vorstellen. Noch wenn ich nicht genau alle guten auswendig kenne, aber ich kann mir vorstellen, dass das aber der Fall ist. Ne? Ja, geht auch in eine ganz andere Richtung. Also als Gitarrist ist großer Scooter-Fan. So, Ja. das tun wir auch. Also, Weil als Bassist so, auch, also. geht quer durch. Also, Ja. Mit das, ich meine, das möchte auch irgendwo möchte die ganze Sache mehr farbig und auch mehr auffassungsreich. Und dann hast du doch vielleicht auch mehr Chance, wenn du das keine Chance nennen, dass du effektiv mehr fließend an mehr neue Sachen kannst an die Band. Eben an die Band an Arduino Stone kann man das rauflesen. Also von den Scooter-Samples sind, ich meine, unmöglich ist es nicht, gell? nee. Ja, ja. Interessant. Was hat denn den Jimmy da so von einem so Guilty Pleasure? Ich freue mich schon mal blank an den Raum ran. So Guilty Pleasure Alben, wo du siehst, so, ja, das nicht unbedingt sein. Ich fuhre voll drauf auf, gell? Vom Metal-Bereich oder insgesamt? Egal. Ich meine ganz egal. Also, Das ist schwer, gell? schwer zu sagen. Also, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel neue Künstler gucken, zum Beispiel von Billie Eilish fand ich ziemlich gut. Ich lausche sein Lied auch ziemlich gerne. Ich lausche halt auch, so weißt du, ich lausche noch nicht immer Metal, ich lausche noch eins, wo ich dann einfach so eine Kehle lausche und einfach einfach Hip-Hop einfach nicht mehr so, jedenfalls. Einfach für nicht immer an der selben Küste so nicht mal zu bleiben, an Das ist absolut open-minded zu bleiben. Ja. An, 100%, ja. genau, Ja. an Guilty Pleasures. Das ist wirklich Ja, schwer, das so. weiß, das ist ein dummer Begriff, mit gedalt gerne immer. Ich meine, wie mir alle Leute schon definitiv hören, ein Metaler heiert so schnell wie Metal, und das ist definitiv nicht wahr, aber ich meine, wann ihn dabei ist, dass den das effektiv möchte, ich meine, den hat nicht von Musik verstanden, ne? Für wäsch mal an Guilty Pleasures eben so, ja, läuft so schnell wie das, den hat auch keine Ahnung, was aktuell an den Charts lebt, da muss ich so auch effektiv lehen, aber ich meine, wir kennen alle als Klassiker, mit denen wir groß gesehen, oder auch lo Klassiker, wo rumkommen, ich bin große Yes-Fan, wenn ich lo gucken, und die haben ein Album raus, und ich fand das weird fand, von einer Band, wo ich schon feiert, schon lange, mehr sogar, Ja. ist, als Beispiel, ne?
Me ja die Nostalgie wo können man nach ja komme mal einfach an Oktober, weil am Oktober geschieht ja etwas ganz Schönes bei Arduino Storm. Ja. Wir gehen mal engem neuen Album verwind oder neuen Album den echten muss ich kompletten Album wann Genau. so ne Ja. Reflections könnte 7. Oktober raus an ja Ghost Inside das definitiv mal ab ging ich so Ja. an wat können da ist dann so verroden Geheimnisse Produktion wie sind die Ideen entstanden de cover alterem auch wo aber Saturn ein Moon reizt an aber auch nicht Aber wo fängt man da nun? Also wir als Lieder so generell normalerweise entstehen. Also die kommen normalerweise vom Musikstechnischen hier als dem Jimmy Sänger Pferde. Normalerweise von der Jimmy ein Lied plus oder minus fertig wird, dann schickt ihr mir das und ich schluss nicht auf mich wirken. Ich lausche nicht wirklich so oft, bis ich es quasi auswendig kann. Und man einfach dann so lassen wirken und gucken einfach, was für eine Szenerie sich für mich an aufspielt. Wenn ich die Atmosphäre vom Lied auf mich wirken lassen. Und darauf sind entwickelt sich eine Geschichte an meinem Kopf und ich entwickle darüber dann die Lyrics vom Lied. Voilà, und dann beschwätzen wir die an der Band, ob das für die anderen Kinder vorkommen, ob das dann hier an ihrem Material ist, ob das passt. Und voilà, so entstehen das Lieder dann, plus minus. cool klingt ziemlich easy going Also ja, es gibt so ein bisschen ein gutes Team eigentlich. Also das funktioniert ziemlich gut. tipptopp das ist ein gut her Das ist auch sehr interessant, wenn ihr so guckt. Das erste Lied, was du bei diesem Album halt drüber hast, das ist also so quasi das erste Lied, was fertig geschrieben war von der Band, also was fertig geschrieben hat für die Band. Aber natürlich mhm. wird Lied so gepasst, aber das ist halt also Rumholt-T-Stadt in sich. Okay. Ja, das geht halt um seinen Deutsch, also Staat, die bei mir aus, die halt innergegangen ist. Das ist ein bisschen Pendant zu Atlantis, wo in der Mythologie so erzählt wird. Ob schon da das echt Lied quasi war, was man so als Band und sich hatten, war das nicht bei der EP drauf, und das ist einfach nur um Album drauf. das ist ja schon ein Elat nicht von der Stelle richtig Ja. verstehe. Ja, also Das ist am Anfang. das echt Lied, was von der Band und sich fertig war. Okay Also also den Zeitpunkt, wo wir DP hatten, du war schon täuschend oder bald täuschend vom Album fertig, aber wir hatten die Lieder auch kind schon auf DP Druck machen. Wir wollten halt das nicht machen, weil wir wollten also eine EP rausbringen für so nicht mal den ganzen Prozess durchzumachen, wie das funktioniert, Aufnahmen, ja, ob war den ja. du musst so passen, und wir wollten doch nicht einfach so volle Nuga ganzen Album direkt rausbringen. ja ja das ist mega das massiv abecht ich meine für ihn die noch nie echt mal Musik abgeholt wird oder nicht nur spezifisch ich mir auch Leute dabei wo gar keine Ahnung wie das geht da das mehr abecht wie du da vierstelle kannst was am Gang und dann oh Merd, muss ich da sei machen oder so und da fängt die ganzen Teufelskreis und Schmolun an dann mir das Ja. ein guter Approach dann wenn du schon wenn es eine gewisse Reserve vor und du hältst dich für vielleicht wenn es dann noch ein bisschen mehr ja Erfahrung hohes und dann Ja, ja. hältst du dann op so wie mis ziehen Und auch noch den Opwand, den das halt einfach rapport zum Album, weil man auch finanziell dran gestochen ist, einfach ja dat ja klar dat klingt ein ganzen anderen Niveau eben. ja ja Nee, ja, du das von enger Staat wo innergang das wer hat das gesagt? Rumholt. Rumholt genau, ja. da erklärt ihr dann noch der Cover oder nicht Jein. Jein, ja. Also wie wir zum Cover kommen sind, das ist eine lustige Geschichte. Wir waren zu Wacken, Okay letztes Jahr. Und der Mike, also Batter und ich, wir waren da ein bisschen schon drum geglatscht und dann haben wir gesehen, da war eine Expo von einem Künstler. Und ja, das hat mich immens so schwätzt und bin dann hier direkt dran und ich habe mich direkt an Bilder verlegt und zwei Stücke auch direkt nicht adoptieren. Und du hast ein bisschen schon mit dem Künstler gespart und du hast eben gezählt, ja, dass all die Bilder, die da hängen, sind Artworks, und von ganz vielen davon für Alben von Metal-Bands eben benutzt gesehen und du war mal hellhörig gehen, weil ich seinen Stil immens fand. Ja. Und ich habe mich den Kach gefreut und ich dann die Jungs da direkt weitergehen, der Mike war auch begeistert. Und dann, ja, das ist dazu entstanden. Ne? Wir sind mit dem auch Kontakt getreten und wir haben dann eben als Idee gesagt, dass wir so ein bisschen eben von allen Songs Album so ein bisschen eine Influenz gerne dran hätten. Voilà, und dann haben wir,
Ja, das auch, Voilà, das also auch eben das auch ist der schon wickelt. Peter zerstoppt. Da sind sich von allen Liedern Ja. sind sich ein Easter Egg und sich dran. Genau. Okay. Von da Ja. mal probieren. Muss Du hast schnell das, gucken. äh, Schöne Lo- ich gesehen just nach, also, so, ja, Schneebüsch, Madame mam Gewand. Moment, schon noch nicht für den Namen, ne? Kann ich sonst ganz ehrlich. Das, Das sind Nee. effektiv auch Easter Eggs drauf, ja, von allen Songs. Okay, dann muss ich eigentlich nur gucken. Aber witzig, ja. Der Tisch, wenn ich das richtig verstanden habe, hier nicht das Govet, den Artwork schon, oder wird hier nicht Nee. angepasst? Ah, nicht Nee, kein nee. Nein. Okay. Ja, also mir niemals Wünsche eben mitgedeelt, dann halt dann eben auch so wieder geschickt als Beispiel, so da ungefähr in die Richtung soll gehen, die Atmosphäre soll tun. Und hin dann eben dann Apps kreiert und hat es geschickt. Und ja, das war wirklich top. Also war wie man es dir gestaltet, ne? Tipptopp. also das ist auch, Ich weiß nicht, ob man den Namen vielleicht denken, soll man den Namen so, Jimmy? das steht ja auf Facebook, also. Voilà, also ich weiß nicht, das schon ziemlich bekannt, gebe ich so, dass den Thomas Everhardt. Vom Nummer hole ich ihn effektiv schon her. Ja, den hat- ich Voilà. meine jetzt. Für ein Avantasia hat den noch zum Beispiel. Ach, Sonate Arctica, ne? Das kann auch sein, aber ich meine, das hauptsächlich bekannt gehen durch Avantasia, wo ein Okay. Album Ja, das ist dann auch alterem großen Operatic Gothic Symphonic Metal Orchester, gell? Alterem, das passte dann auch irgendwie. Ne? Ja, das leider doch vielleicht darum, dass ja effektiv ich mengen ein von denen zwei Artworks, was ich mal rausgesicht, du war Dolo meiner Stufen natürlich scheint, das also mein für Avantasia bewirkt, hatte man gesagt. Ja. Ja. Ich tippe aber dann, also wenn wir vom Stil her gucken, aber wahrscheinlich echt ein bisschen mehr ein Elat. Oder nicht? Das kann Sinn, ich weiß es Ja, nicht klar, genau. Das Bild, Ich was nicht du, auswendig im Kopf. was du lo an dem Kummeignis oder was du lo? Ja, genau. Ich weiß nicht. Oh, boah, keine Ahnung. Das ist russisch. Sie sind nicht halt Das ist für doch egal. Avantasia zu schwätzen. Genau. Kleine Shoutout für Avantasia, natürlich. Aber der wird nicht sehen. Da haben sie ja halt für ein bisschen Reflections zu schwätzen. Dann noch an, wenn ich okay, den nächsten, der Lied, also dann rumholt oder bolt. Umholz, ja. Rumholt, pardon, ich würde falsch verstehen. Reflections, wie kommt er dann auf den Titel für die ganzen Album? Was ist ein bisschen mehr persönlich, sehr, wir reflektieren über das, was wir bislang gemacht haben, und wir präsentieren nicht etwas, was vielleicht schon mehr lang geht, aber nicht so perfektioniert ging das bislang. Oder für was steht der Titel ausgerechnet Reflections? Willst du, Jimmy, oder soll ich? Ja, also ich meine, das halt rum so ein bisschen die Approche, dass es halt mit den Lyrics und eben noch mit den Liedern zu dienen hat. Dass man halt immer irgendwie gucken, etwas zu hören, was an der Summe irgendwie das kann repräsentieren. Ja, ich meine, es war lange ein Brainstorming aufgehen für das rauszufinden. Es war nicht evident. Wir sitzen wirklich Ja, lang drin. definitiv. Hast auch den einen oder andere Glas rote Wein und ein Bier getrunken, und Whisky. Ja, 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 die genau. noch- Und da kommen die Ideen, da geht ihr philosophisch. Und Absolut, dann, absolut. Philosophieren geht am besten, wenn es dann hängen ist. ja. Und war auch teilweise Reflections, war auch teilweise war ganz viel, das vorhin ich mal, auf unserer CD wird ganz viel Lieder dabei, wo aber auch reflektiert wird, so mal über Gesellschaft oder über, ja, wie man es vis-à-vis von der Natur vielleicht beholen. So Sachen, also Reflexionen eben, dass Leute vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, für das ein bisschen mehr. Ja, ich meine, Ja. das ist ja dann noch ein Vordergrund. wichtiger Punkt. Ne? Genau, genau. Ob es nur menschlich gesehen ist oder naturbewusst gesehen. Voilà, genau. Aber Themen, an denen wir aktiv leider Gottes Matt kriegen, das schon nicht seit gestern, Ja. seit lange. Man, das ist dann aber auch mal wichtig, meine ich, an dem Bereich, du können zu schreiben natürlich. Ich meine, ich schreibe nicht einfach von heute nur einen Text über den Busch, sondern auch sogar das ist nicht einfach. Gell? Ja. Aber, ja, was sagen wir mal, wenn den Album dabei ist, hast du da dann schon Pläne für so kleine Konzerte, Release-Party, kann du auch schon vielleicht Sachen erwähnen? Ja, ich will los nimm Jimmy das, meine ich. Also, Tulisa ist geplant, die Location steht in sich auch fest. Das wird am Song erklang sein, von der sieht. Das ist zu der, wie hieß das, der Baggen? Ja, das ist ein Pafendal, wo das.
Ah, nee, okay, nee, total falsch. Das sind sofort zu meinem Es ist immer der Sandfall von Sandkauf von das ist sofort zu meinem Gläser rift Rover und Paar von dort für so quasi auf der anderen Seite. Und das war früher meine so, du, wo der Rest, du hast ein Restaurant eben drin, kann das hin? das weiß ich nicht. Das kann ich effektiv nicht so. Aber da waren halt früher so, wo Priester oder Mönchen halt doch gesungen haben, so Männerkloster, irgendwie so war das. Okay. Und, ja, da sind halt auch immer regelmäßig Konzerte dran, vom Jazz- und Blues-Rallye und so. Und Ja, doch, okay, nur weiß ich plus minus für die Mengs. Ja, effektiv, das ist nicht Sandkauf, das ist total den Namen weg. Aber, ja, cool, ich meine, das wird da wahrscheinlich noch fleißig gedeelt, wenn das auf Social Media Wenn wir und so. Publik machen, genau, Voilà. ja. Voilà. ja, und genau, wir werden mit 2 bis 3 andere Bands eben inklusive Eis halt dann, wo dann noch das. Und dann gucken wir dann noch für das nächste Jahr dann durch, wenn wir das Album da rausbringen, dann eine Austauschtour zu machen. Das wir auch planen dann für das zu realisieren. Aber dann an all Land sind schon mal ein Band an unserer Größe so schreiben und dass man dann immer so ja eben Austausch ist, immer dann durch sie organisieren, dann kommen sie bei uns, wir organisieren und dann Ja, ich meine, das auch allein finanziell gesehen sind das natürlich Optionen, wusste muss drauf angehen, gell. Und noch natürlich eben für die Kontakte bei uns, gell. Ich meine, du kennst da wahrscheinlich auch schon mittlerweile genug Bands, genug Leute aus dem Sektor. Das dürfte ja, denke ich, kein Problem sein. ja, ich meine so haut das am Internet auch von den do Ja. Platz kein Band fand. Ich meine ob dat lo Metal-Archiv war so da auf Social Media du findst du schnell den Leute Ja, Summe ja. mit denen Kind selbst organisieren. Ja, das ist richtig. Mir gut, ich bin gespannt. Also du warst herzlich invitiert. Ich mache mein Bestes für Zeit zu finden, für zu kommen. Ich so immer die Leute, ja, wir kommen, dann effektiv, dann meistens bleibst du mir hängen, für zu gehen. Und das ist nicht, dass ich nicht auf Kurs gehen, ne? Das will ich immer direkt so. Mehr effektiv, wenn ich mich überall hingehen, wo ich Lust hätte, ich will nicht dahin. Und das ist das Problem. Nee, ich verspreche, hey, an Hell zu probieren, zu kommen. Das ist schon mal eine gute News. Ja, nee, aber dann, ich denke mir schon mal 40 Minuten noch von der Zeit nicht so sehr. Wir könnt mir über Arduino Stone gequatscht, über eher Vergangene der Zukunft. Ich ging so ein Mehrwert in Mai definitiv über Arduino Stone noch erfahren, wann ein Album ist droppt. Bis dahin bleibe ich gespannt natürlich. Und ich ging auch an der Stelle mal erst 2 Merci so und dann noch den Andy, den das ganz ein bisschen organisiert hat, dass er daheim mit dabei sitzt. Und ich meine, für Haut haben wir schon Eis gemäht mit Kamedi und mit Arduino Stone. Und wenn danach die Größe wollt, dann war es nur der Moment, ging ich so. Man mir so noch viel muss Merci, dass wir heute dir von Hai sehen. Absolut. Ja, Grüße machen wir natürlich als Bandkollegen, ne? Den Andy, den Gabor und den Mike. Und ich wollte mir noch lassen, dass wir als 2 Single von unserem Album Reflections nächste Freitag, den 4. August, könnt ihr raus. Schreibt euch das am Kalender. Und das geht darum, ja, das geht darum ganz viel Fried. Ich bin gespannt, wie ihr das fand. Okay. Auch noch- Ich, Auch nach der größten Metal-Community zu Lützeburg. Prost. Wir werden uns gesehen. ich meine, du hast das alles gesucht, du können wir schon einen Ball anhängen. Man denkt, ein gutes Glas, ob es Wein oder was auch immer raus, lesen sich immer an den Ofen Raum relaxieren und das machen wir dann auch. So noch ein größer Merci an euch 2. Und Arduino Stone, ich wünsche euch super viel Erfolg mit Reflections, mit der Single nächste Woche. Und ja, wir hören uns schon herum bei Kamedi. Merci an euch 2 und bis Merci. nächste Woche. Dann ging es so. Ja, Adi, Ciao. merci.